Seit vielen Tagen bläst ein eisiger Polarwind. Die Bärenhöhle ist tief verschneit und der kleine Eisbär Lars kuschelt sich nach an seine Eltern. «Papa, ich habe so Hunger!» Der Vater Eisbär ist ganz durch. «Wir haben nichts mehr zu essen, wenn nur bald der Winter vorbei ist.» «Bitte, Papa, draussen finden wir sicher etwas.» «Lars, die Bucht ist eingefroren. Für Fisch müssten wir weit laufen.» Aber die Mutter sagt, der Lars habe recht. Sie müssen es probieren. Es sei die einzige Chance. «Mama, kommst du nicht mit?» «Nein, Lars», sagt die Mutter, «ich bin zu schwach.» «Sie sind bald zurück», sagt der Lars. Sie müssen sich aus der Hölle rausgraben. Draussen sieht alles ganz anders aus. So viele neue Schneeberge. Aber Papa, wie finden wir das Meer? Immer der Nase an. Und gegen Wind. Der Weg durch die Eiswüste scheint endlos. Am Vater Eisbär fällt jeder Schritt schwerer. «Lars, mein Sohn, ich habe keine Kraft mehr.» «Mo, Papa, so kump! Schnell! Gib mir deine Pfoten, ich helfe! Au, ruck! Au, ruck!» Und dann haben sie es geschafft. Aber der Vater hat keine Kraft mehr. Der Lars muss allein gehen. Es sei nicht mehr weit. Aber wie finde ich den Weg? Immer geradeaus. Es schmeckt ja schon nach Meer. Gut, ich bin gleich wieder zurück. Unterdessen läuft Lena Schneehas zu der Bärenhöhle. «Lars, komm spielen, es hat aufgehört zu schneien.» Er ist mit seinem Papa zum Meer gelaufen. Sag ihnen, sie sollen pressieren. Der Lars hat das offene Polarmeer erreicht. Jetzt muss er nur noch ein paar Fische fangen. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Fische sind viel flinker als der müde kleine Eisbär. Langsam geht ihm der Schnauf aus. Er ist verzweifelt. Was soll ich auch machen? Wenn ich nichts fange, verhungern die Mama und der Papa. Auf einmal dünkt es ihn, es schmeckt nach Fisch. Seine Nase hat ihn nicht gewaschen. Im Fass sind getrocknete Heringe. Noch nie hat ihn etwas besser gedünkt. «Oh», sagt Lena zum Vater Eisbär, «bist du krank? Wo ist der Lars?» «Er ist allein weiter. Such ihn. Ich mache mir grosse Sorgen um ihn», sagt der Vater ganz erschöpft. Der Lars krampft. «Hau, ruck!» Er strengt sich an wie noch nie in seinem ganzen Leben. Aber das Fass ist schwer für ihn. In dem Moment kommt Lena. «Lars, Lars, juhu, da bist du ja!» freut sie sich. Der Lars winkt sie her. Sie soll helfen. Und miteinander schaffen sie es. Der Vater Eisbär erwacht aus seiner tiefen Erschöpfung. «Lars, mein Sohn, wie bin ich stolz auf dich!» Ja, und dann gibt der Lars seinem Vater zu essen. So viel Fisch, bis er wieder ganz stark und kräftig ist. Und das Fässli mag heimrugeln. Diesen Winter werden sie nicht mehr Hunger haben.